Ich bin Architekt. Ich wollte hier ein Haus schaffen, das sich allem unterordnet, was hier ist. Ja. Da kommst du mich nicht gesehen. Er ist neugierig, ob ich jemand bin, der hier auch herpasst. Ich war auf 6 Kontinenten. Wenn hier auch vermeintlich wenig ist, das ist halt alles, was ich brauche und was ich will. Raus aufs Land. Der Tisch hier, den habe ich vor ein paar Monaten gebaut. Allerdings hat das Lärchenholz, was eigentlich sehr gut ist für den Außenbereich, weil es sehr harzhaltig ist, einige Stellen erwischt, wo wieder Harz austritt. Deswegen muss ich dieses Harz nochmal runter machen, nochmal alles schleifen und neu lasieren, damit es nicht so klebrig ist. Ich bin Architekt und ich wollte hier ein Haus schaffen, das sich allem unterordnet, was hier ist. Weil hier halt wahnsinnig viel Natur ist und alles auch so stimmig scheint. Und durch seine geringe Höhe und seine dunkle Farbe eben die Natur erstrahlen lässt. Das Erste, was mir aufgefallen ist an diesem Ort, war, obwohl es ein Wald ist und ein Mischwald ist, dass hier sehr, sehr viel Licht ist. Und ich hatte durch Zufall ein Wort entdeckt, das kommt aus dem Japanischen, das heißt Komorebi. Und Komorebi heißt Licht, das durch die Blätter der Bäume gefiltert wird. Und das war genau der Eindruck, den ich hier hatte. Hier finde ich die Ruhe, es ist Natur pur. Es ist das, was ich gemerkt habe, dass ich brauche. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, am Dorfrand. Und bin dann fürs Studium in die Stadt gezogen. In der Stadt war ich so 3,5 Jahre. Die Stadt war für mich so eine Sturm- und Drangzeit. Es war dann für mich so ein Ausbruch. Auch im Hinblick auf, wer möchte ich sein, wer bin ich. Ich muss mich nicht verstecken, ich kann herausfinden oder mich entfalten und muss nicht dem entsprechen, was sich andere Leute vielleicht vorstellen. Es gab halt den Moment, als ich meinen Freund der Familie vorstellen wollte. Dann habe ich halt einfach gesagt, ja, ich habe ihn kennengelernt, würde ich euch gerne vorstellen. Dieser jemand ist ein Mann. Dann haben alle gesagt, ja schön, wie heißt er? Freuen wir uns. Man merkt, dass es Herbst wird und ich muss, bevor die Äpfel geerntet werden, den Erdkeller bestenfalls fertig kriegen. Also heute würde ich gerne bei der hinteren Mauer die linke und rechte Seite bis zur Decke machen, damit ich dann irgendwie nur noch das mittlere Segment habe. Zum ersten Mal habe ich sowas kennengelernt in Albanien. Dort bauen sie auch in den Berg rein, haben ihre Steinhäuser und unten ist immer der Keller. Und hier habe ich im Dorf tatsächlich auch Erdkeller entdeckt. Es ist aber erstaunlich, wie viel Mörtel man braucht. Das hätte ich am Anfang nicht gedacht. Ein extrem freundlicher und sehr hilfsbereiter Mann, den ich hier getroffen habe, ist der Herbert. Der wohnt 2 Häuser weiter und hat mir eigentlich von Anfang an sehr viel Wissen vermittelt. Servus! Ich war schon fleißig, Herbert. Jetzt du meinst, du bist fleißig. Eine 25 Kilo Zement habe ich schon verbaut. Herbert ist die erste Person, die ich kennengelernt habe hier am Weinberg. Und
Ich hatte das Gefühl, er ist neugierig, ob ich jemand bin, der hier auch herpasst. Aber Witsch, oder? Es sind überhaupt keine Risse entstanden. Das finde ich schon mal gut. Anscheinend mache ich es richtig, oder? Ihr habt nur Trockenmauern unten gemacht, gell? Ja. Ihr habt nie Metal verwendet. Das hat mich sehr gefreut, dass er vorbeigeschaut hat, um zu sehen, was ich denn so mache. Und das soll ein Erdkoller werden, das wird eine Kuschelecke. Hey. Ja, das schaut aus wie eine Kuschelecke. Ein bisschen Licht rein da und schon geht's dahin. Da kann man sich hinsetzen, schau. Ja, setzt das, so wie eine echte Kuschelecke wird das. Kuschelecke. Er kann sich ja mal hinkuscheln. Hier habe ich jetzt gedacht, dass die Tür herkommt, so breit. Ich meine, hier ist ja schon enorm breit, die Mauer. Meinst du, das reicht aus? Das reicht schon. Aber hier mache ich dann noch... Das ist zu klein, Junge. Ja, ja. Da kommst du damit nichts rein. Du hast dann einen Türstock noch links und rechts. Da bleibt dann nicht mehr viel über. Ja, er berichtigt mich dann auch, wenn er halt Anlass sieht, mich zu berichtigen. Und er ist aber auch sehr kompromissbereit. Wenn man ein bisschen sich traut, dann geht alles. Ja, das ist so. Das habe ich erklärt. Muss einfach machen. Der nichts probiert, der kann nichts lernen. Das lernt man nur aus eigener Erfahrung. Schlecht ist das jetzt nicht. Das, wenn richtig gemacht ist, dann haut das einmal frei hin, die Song. Sag doch, wie toll ich das mache. Schlecht ist es jetzt nicht. Also im bayerischen Sinne ist das ein positives Kompliment, ja. You will never leave. Your love sustaining me. You brought me here to rest. Also ich würde sagen, Severin ist schon sehr leidenschaftlich. Also das, was er macht, macht er wirklich mit Elan und Leidenschaft. Ja, sei es ein Haus zu bauen oder Musik. Durch die Musik habe ich den Glauben gefunden. Und das ist einfach die Sprache, die ich halt spreche mit Gott und mit der Gemeinde. Und da gibt es einen wunderschönen Satz, der heißt, ich kann lieben, weil Gott mich zuerst geliebt hat. Also noch bevor mir irgendwas bewusst war, war ich ja schon gewollt und geschaffen und deswegen bin ich ja auch hier. Also wenn hier auch vermeintlich wenig ist, das ist halt alles, was ich brauche und was ich will. Und das, was die Stadt bietet jeden Tag, das suche ich gar nicht mehr. Da war schon natürlich eine große Veränderung, aber ich glaube, es ist eher so der Rückzug zu dem, was ich ursprünglich immer wollte. Und man ist einfach auf der Suche, was passt zu mir, wo will ich leben, wo will ich sein. Und auf diesen ganzen Reisen, und ich war auf 6 Kontinenten und war viele Jahre nicht in der Heimat, habe ich einfach gemerkt, dass es einfach tolle Orte gibt auf der ganzen Welt. Aber dieser ist halt extrem besonders für mich. Ich muss mit dem Erdkeller fertig werden und mir sind die Steine ausgegangen, was ziemlich blöd ist. Also der Sommer ist vorbei, der ist schnell vorbeigegangen und die Natur wartet nicht auf mich.